E ganz schöne guten Abend hier am Centre Culturel Turelberg zu Merzig, den Liederprojekt Hashtag Merzig for All, den Aufstoß-Event, den wir ja wirklich ganz gern mit dir zusammen hier am Centre Culturel gefeiert hatten und präsentiert hatten. Leider, ja, ihr wisst, ihr werdet gedacht, nicht mehr schön, dass der mit dem Livestream trotzdem mit uns verbunden sind, an der zwei feiert, der auf der Internetseite oder der Facebook-Seite von der Gemeinde Merzig. Wir sind aber trotzdem nicht gerade ganz allein hier am Centre Culturel mit pur Gäste trotzdem invitiert, SWAT bei uns auf der Bühne, respektive über Videokonferenz zugeschaltet. Und da mit dabei Hummer, den Gemeinwohlökonomiebüro der Gregor Waltersdorfer, den Bernhard Oberauch, Gemeinwohlökonomie-Auditor, der Patrick Holbusch vom Gruppe Eukopolis Lützeburg, den Remo Anderkerk, den Gemeinwohlökonomie Lützeburg SPL. Und dann haben wir auch vom Lieder at dat Werk die Herren Gérard Ancia Alphonse Jacques. Und bei dieser wunderbaren Bühne begrüßen wir dann an der nächsten Stelle natürlich den Bohemeister, den Mike Poirier, und für seine Geschäfte, der Madame Isabel Consemius und den Stefano D'Agostino. Guten Abend. Ja, wir sind auch froh, dass ich schwenke mal kurz auf die eine Seite. Und zwar sehen wir dann hier Cathy Fox. Wir sind froh, dass hat bei uns ist. Und dann also natürlich Live Graphic Recording, dann ist die garantiert. Da frage ich wahrscheinlich, wer das da wann nicht gelifft, ein Live Graphic Recording. Eine ursprungsvolle Kombination aus Kunst und Protokoll. So könnt ihr das definieren, weil der Mensch die begehren Bilder an als Gehirn denkt auch an Bilder, wir gerne eine Geschichte für uns den Inhalt besser zu merken. Und wir brauchen noch ein Lied für dem, für uns am Dschungel von der Wirde besser rumzufahren. Graphic Recording funktioniert ganz ähnlich wie den klassischen Protokoll. Nur lauschen, analysieren, anzeichnen, das dem Cathy seine Rolle heute Abend. Und ich meine, wir sind schon ganz gespannt, wer da nur da wird als Graphic Recording Resultat dann da nur rauskommen. Ja, schau jemand hier mal direkt vor und den Herr Bohemist und den Mike Poirier. Bonsoir, mein Kerl. Christian Schmidt, schönen guten Abend. Am Namen vom Schaffner Gemeinderat schließen wir als Dingen Begrüßungsfeder un. Merci alle gut, dass ihr dabei seid. Merci auch, Schitwa, Rang am Dobausen, den als nur guckt am Stream. Ich möchte immer alles für dich am Leben. Und das ist auch ein Premiere für uns heute zu Merzig, ein Livestream von der Gemeinde, eine Online-Pressekonferenz am Stream auf merzig.lu und auf Facebook. Willkommen, live Nullaustra. Ich wollte mich an diese kurzen Intro wieder ganz kurz und Press wenden. Press ist dabei, online. Wir wollten ihr mitteilen, dass den Schafferrot nach diesem Stream der Presse zur Verfügung steht, für alle mögliche Fragen zu antworten. Egal, was wir weh. Das Zoom-Meeting beigeschaltet, Presse weißt du Bescheid, sie sind gebrieft und da kommen wir gut durch. Merci, Christian. Merci. Ja, ich meine, Presse darüber Erfahrung an der neuen Form von Kommunikation, wie dann noch Fragen da kann stellen. Also, up to you. Ja, dann wechseln wir den Platz an. Der sieht, dass Chefin Madame Isabel Elsen Consemius dabei kommen wir an. Matthias, will ich mal kurz mal die Gemenge Merzig, wie beschreibt sich Merzig? Und ich sehe doch, wir sind absolut am Respekt von den Richtlinien, die für die Maske richtig ausgedrückt, wenn wir tatsächlich dann das Mikro an den Grab holen. Was geliebt? Guten Abend. Merzig ist ein jung und dynamisch Gemeinde und hat eine Gesamtfläche von 1110 Hektar. Merzig besteht auch just aus enger Ortschaft und aus dem Mother eng von den größten Ortschaften aus dem Norden vom Land. Das wohl Hanna, Dickrich, Ettelbrück, aber auch Volz. Die Gemeinde ist eine von den ältesten Gemeinden am Land. Am Merziger Sandstein goufen nicht nur Gräber, Trappen oder Kirche gebaut, aber unter anderem auch den Hotel Victor Hugo zu feiern oder zu Dickrich Gericht. Politisch sowie administrativ ist als Gemeinde komplett neu aufgestellt. An den letzten Jahren hat die Gemeinde Merzig eine impressionante demografische Entwicklung durchgemacht. Hatten wir am Jahr 2000 zum Beispiel 1200 Einwohner, so haben wir da heute 2300. Das ist quasi eine Verdopplung von der Einwohnerzahl binnen den letzten 20 Jahren. Das stellt uns natürlich für gewisse Herausforderungen. Wir planen und realisieren ganz am Sinn von einer Gemeinde wie Südverein.
Schein, vielmal merci für die Explikationen. Wirklich ganz impressionant. Zwille Ball verdurbelt die Gemenge Merzig. Ja, wir haben es hier stehen, natürlich Hashtag Merzig for all. An mam Boemeister, der Mike Poirier, sollte man das Projekt mal ein bisschen an den Kontext setzen. Ja, merci Christian, merci Isabel. Effektiv. Für was, merci for all, wie sind wir zur Gemeinwohlökonomie kommen. Das mir den Kontext, wie es das ist, kurz zu erklären, und da muss man dann zurückgehen an der Zeit. Wir sind heute plus minus an der Mitte von unserem politischen Mandat. Angefangen hat es am Oktober 2017 mit den Gemengewahlen, wo wir heute zu März mit einer neuen Equipe, mit einem Programm Vertrauen von den Wählern gekriegt haben. Wir haben angefangen mit Schaffen. Das Jahr 2018 nach unserer Vereidigung. Wir haben voller Elan angefangen und werden am Oktober 2018 am Kader von der Chamberwahlen, wo ich selber angesprochen bin auf das Konzept, auf das Wirtschaftsmodell von der Gemeinwohlökonomie. Und ich gehe ehrlich zu, ich habe das Wirtschaftsmodell nicht kannt. Das heißt, wer ein Novum, wer ein Mann, der Michael Heftrich, ich nenne noch mal am Namen, den heißt den Novent, no guckt, moin Michael am Stream, wo ist der auch immer Bass. Denn Michael hat mich beim Pad auf der Wahlversammlung drauf angeschwärzt. Wir haben uns E-Mailen ausgetauscht und in der Truppe hatte ich dann ein länger Schreiben von Michel mit der ganzen Kopf Links, mit der Dokumentation. Ich habe mir das angeguckt, ich habe immens interessant fand. Und was habe ich gemacht? Ich habe die E-Mail dem Präsidenten von unserer Gringer Kommission, Umweltkommission, geschickt. Das ist der Marcel Barros. Wir hatten am November direkt Donno an der Gringer Kommission dun dat Ordre du jour, awer das geschieet, de Marcel huet den Gregor Waltersdorf erkannt, Gemeinwohlökonomie Beroder, an hin huet als Mäzger an der Kommission dun direkt de Wirtschaftsmodell firstalt. Mir wären hellwäch begeert, Kommission huet den Avis favorable ginn, an dun ass het ganze Jahr gang. 2019 hat man Kontakt wie iwwer die ganz Periodsdauer vum Mandat hun och schon mam Leadergruppe, de Leadergruppe hat Werk. Und da werde von Jacques, de Manager, de Gestionär, den Gemeinwohlökonomie schon gut kannt huet. An dun hat het Schler op Schlergang, mir hunn eng Projektskizze opstalt, fir daraus e Leaderprojekt zu machen. Den Numm wär auch sehr fand, Merzig for all. Den 1. Februar 2019 huet dun als Gemengerot einstimmig dieses Projekt gestimmt, weil er immens gefreut hat. Merci donner en Kaier Roger Verein. An den 4. Februar, puer ich drop, wie es dir gesagt, haben wir dann das Ganze mit Gregor zusammen am Leader-Komitee vorgestellt, wo das dann auch positiv bewertet ging auf Basis von der Leader-Matrix. Voilà. Und dann hatten wir ein Leader-Projekt, den am März approviert ging vom Landwirtschaftsminister, und wir konnten starten. Am Juni 2019, der 4. Juni, hat man dann einen fulminanten Auftakt, wie den Christian Fellbach selber gesagt hat, weil das war ein Hauptinvité. Damals hatten wir den Saal voll, 150 Leute. Das war ein Fest, auch ich zitiere den Christian Fellbach. Wir hatten alle als Partner hier am Saal. Partner sind, da das die breite Kooperation, die Gemeinde Merzig auch gesicht hat, wo man, ob das abgebaut natürlich schon was da war, aber wo wir als neuen Chef der Gemeinderat Member sind an verschiedenen Organisationen. Ich zähle sie kurz ab, wenn ich vergessen, dass das nicht gern geschieht. Wir sind als Beispiel ein Fairtrade-Gemeinde, wir sind der Umweltberatung Lützeburg zugestoßen, wir sind ein Klimabündnis-Gemeinde auch GIN, weil das erlaubt hat, als ein Reso viel mehr breit abzufächern. Voilà, und auf Basis davon konnte man dann ein Auftaktevenement am Juli 2019 ein Reis gemacht in Bayern und Österreich, wo man Gemeinwohlökonomie Gemengen besicht haben, respektive Gemengen, die auch Weh waren, den Prozess durchzugehen von der Bilanzierung. Da haben wir vieles gelernt, wir sind mehr gescheit zurückgekommen, wie wir da hingefahren sind. War ein Scheires dabei? Für ein Scheires, wir gehen gut empfangen, gut zu trinken und zu essen, das hat doch dazu gehört. Es war ein flotten Échange, den wir da hatten, auch direkt Kontakte, die entstanden sind, die wir bis heute haben. Am Winter, am ersten Winter 2019, also der Ausgang mit den Workshops, die Sterbesgruppen von den Beroder,
de Gregor Waltersdorfer eis ënnerstëtzt huet, et ganz doch mat organiséiert huet. Politik huet sech mat Absicht do gréessendeels rausgehall. Mir hunn wohl immer d'Introgemer erklärt, wer et geht. Et wären Oprief fir die Workshops und ganz Populationun. Definition Liederprojekt als Biergerpartizipation, do e grosse Merci auch vun dieser Platz aus fir all Partizipant den do mat gemacht huet, wär auch agegliedert a verschiedene Workshops vun Bierger gesellschaftlech Ömfeld, Vereiner, Entreprisen, also virun. 2020 speziell Joer an dem simmer nach immer sind Workshops trotzdem Virogang, trotz Corona, trotz Pandemie. Wir haben das größtenteils über Videokonferenzen die noch organisiert. Mit dem Resultat, dass wir am Sommer am Anfang den Prozess soweit durch hatten, und dann hat es noch gefehlt, dass den Gemeinwohl-Ökonomie-Bericht müsste geschrieben gehen. Das ist geschieht, auch ein Jahr mit Telefon, Büroda. Mit dem Resultat, dass wir eine Bilanzierung konnten machen. Wir haben so ein paar Bayer. Wir haben uns all an den Spiegel geguckt und konnten uns an Ohren nicht trauen, weil das interessant ist und das flotzt und dem Prozess als effektiv, dann sind sich permanent vorstellt. Es sind so viele Sachen, die zusammenkommen auf Basis von der Wertematrix, um die es geht, am Wirtschaftsmodell. Werte wie Menschenwert, ökologisch Nachhaltigkeit, Sozialkohäsion, Solidarität, demokratische Machtbestimmung. Das sind die Werte, um die es geht. Wir wollen eine Politik machen, wo die Werte, wo der Mensch und die Welt am Mittelpunkt steht. Und darauf können wir aufbauen, auch dank dem Bericht, was uns erlaubt, uns permanent, wie ich gesagt habe, vorzustellen. Und auf Basis vom Resultat, was wir heute mitgeteilt kriegen, vom Auditor. Den Auditeur, da das den Partizipanten nowen den live über Videokonferenz zugeschaltet ist, von Bozen, das weißt du, weißt ja noch ein Jahr so, Südtirol. Voilà. Wir waren die letzten 2 Wochen a permanentem Kontakt auch mit dem Auditor. Ein grosses Merci für die Flexibilität, die den Auditor hat. Wir haben von Tag zu Tag Bericht nach konnte schaffen, wo nach wertvoll Inputs gibt, aber wir sind eben dann bewährt. Und das für mich spät. Voilà, das ist der Kontext vom Projekt. Ich freue mich den Abend auf alle guten Partizipanten, die wir invitiert haben. Wir haben versucht, David so zu invitieren, dass wir eine ganz Panoplie haben aus verschiedenen Bereichen für zum Schluss von dieser Konferenz Gemeinwohlökonomie, d'Ökonomie pour le bien commun auf Französisch, für Bescheid zu wissen, was das bedeutet. Mein Letztes sind die Heiten. Gemeinde Merzig hat immens viel Chance an dem ganzen Prozess, weil wir neu abgestellt waren. Isabel hat das gesagt, so gut personaltechnisch wie politisch. Wir haben jung, dynamisch Personal auch konnten erstellen an der Gemeinde, die mitzählen, die das mitleben. Das sind ein immens wichtiges Element an dem ganzen Prozess gewircht, also ein Kapitel am Rapport lang über sie. Ein großes Merci dafür, für das Engagement und wieso nicht immer, der geht logisch tun. Ganz hoffrischen Mike Query, wo ich mich da höre, vielmal merci. Ich gucke schon immer ein bisschen längs rüber, wer Kathi so möchte. Wir kennen das, ich habe schon einfach Kathi Fox, also das verspricht, ich kann nicht das schon mal ganz klar so und immer doch schön am Bild für ich. Auch als ein Witte in die Jugendsprache gehen, die sitzen auch, die sieht das noch nicht direkt, die sitzen auch alle gut in Distanz, also brauche ich auch da gut keinen Gedanken zu machen. Ja, wir haben den Dekor gewürstelt, an dem sind der Chef Rot, in diesem Fall sind ja 3 Leute, dann haben wir den Stefano D'Agostino bei uns. Wollt man mal fragen, Hashtag Merzig for all, was bedeutet das konkret für die Gemeinde? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Was bedeutet das Gemeinwohlökonomie für Merzig? Am Anfang versichern wir Werte an der Politik zu leben und umzusetzen. Der Mike hat gesagt, wir haben eine immense Chance, dass wir Leute an unserem Team haben, die an die Werte leben, am Personal. Ne? Wir haben aber auch eine immense Chance, dass wir am Gemeinderat Kanzleien haben, die auch an die Werte leben. Jeder versucht, die Werte auch selber zu verkörpern, wir auch an dem, was wir politisch machen. Das ist am Anfang, was wir machen, auf Basis von diesen Werten versuchen wir alle Aktionen
all Gest immer politisch machen, all Investissement, all Akkauf, also weiter versicht man ënner dem Filter von denen Werte zu analysieren. Tisch am Anfang durch das Projekt krute mir e gewisse kritischen an dabei. Ich erkläre mich. Zum Beispiel, wenn der Lo ein Beispiel, wenn der Lo wollt Gebäude neu ausstreichen, dann normal ist oder der Wien, die kriegt ein Opfer. Am meistens gucken die Gemeinden, okay, ob den Do ist vielleicht nicht so lokal, aber das ist mir billig, wollen wir den. Auf Basis von den Werten versichern wir aber uns vorzustellen, wie können wir einen Akte erstellen, den vielleicht die Werte auch verkörpert und den wir leben. Zum Beispiel, also der Betrieb, den sozial Standarden hat. Oder also der Betrieb, den aber ganz nachhaltig in AW ist. Oder also der Betrieb, der reputiert, dass Leute mit Behinderung anzustellen oder Flüchtlingen eine Chance umzubinden. Wir wissen nicht, wir haben Kontrakten als Gemengen, budgetärische Kontrakten zum Mulsland in der Pandemie. Und aber, wenn wir merken, dass ein Projekt trotz, also obwohl es ein bisschen mehr teuer ist, konkrete Mehrwert aus für unsere Gesellschaft, für die soziale Kohäsion in unserer Gesellschaft, da sprangen wir drauf. Den Gérard Anzerwer, die ist ein neues Beispiel geben von einem konkreten Projekt mit der SBL auf der Schock, den wir heute zum März umgesetzt haben. Mit Gott aber auch Gemeinwohlprojekte per se, die wir umgesetzt haben. Für wäre das mehr transversal, Gemeinwohlprojekte per se, Beispiel Giftbox und Bischerbox. Die wisst ja, dass Gemeinwohlökonomie basiert auf zwei Pilieren, sozusagen, die sozialen und die nachhaltigen. Das ist ja auch immer eng von den Kritiken und dem Klimapakt, wäre immer für zu sagen, dass es viel zu viel nachhaltig orientiert wäre, aber keine Sozialdimension drauf wäre. Mit der Gemeinwohlökonomie haben wir auch eine Sozialdimension. Giftbox und Bischerbox sind ein konkretes Beispiel von einem Gemeinwohlprojekt für was. Ich erkläre kurz, was das ist. Giftbox und Bischerbox, das ist am Anfang ein Platz, wo die Leute können Objekte und Bücher aufgehen, die noch in einem guten Zustand sind und diese nicht mehr brauchen. Dadurch, dass die Leute das machen, verlängern sie die Lebensdauer von den Objekten, von den Büchern, indem sie aber gleichzeitig den Leuten helfen, die Männer breit Schülerinnen haben. Also nachhaltig und sozial. Was hoffen wir uns? Für was setzen wir das zu mehr zu geben? Ganz einfach, ein Butterfly-Effekt. Oder ein Effet Papillon, wie die Franzosen sagen. Oder peut-être ein Effet Pissenlit. Die wisst ja, dass auf dem Logo von der Gemeinwohlökonomie ein Pissblum dargestellt ist. Wir hoffen uns, dass die Projekt, die Gemeinwohlökonomie sich so sehr verbreitet wie ein Pissblum. Ne? Für was? Mal ganz einfach. Am aktuellen Wirtschaftssystem gehen die Betriebe und die Akteuren befehligt, die sozial und nachhaltige Normen so weit raufdrücken, dass ihr Preis am besten ist. Wir sind an einem Wirtschaftssystem, wo die Akteuren befehligt gehen, die unethisch handeln, die sozialen Dumping machen, die geringen Dumping machen, ne, und diejenigen, die sich am Anfang und die Werte halten, die geben notwendig. Ne, an den Marschen und so weiter, obwohl es da schon Kriterien gibt. Und aber, dadurch aber, dass Merzig auch vielleicht an der Region einer Gemengen, an einer öffentlicher Privatakteuren, wir ja den Noven Eukopolis, der erste Betrieb, was zertifiziert ist, dadurch, dass immer mehr Akteuren sich zertifizieren lassen, schaffen wir konkret Aussichten für all die Akteuren, die sozial und nachhaltige Normen hochhalten. Ne? Wir erreichen dadurch ein kopernikanisches Wend, sozusagen, für was man will. Irgendwann haben die Betriebe und die Akteuren eben ein Marché, die Standarden hochhalten, die verkaufen sich besser, immer mehr Akteuren, immer mehr Demand, also doch verpasst sich schon. Und irgendwann gehen all die Akteure belohnt, die ethisch in der Welt sind, und nicht diejenigen, die immer am Gange sind, Personal aufzudrücken, nur Umweltstandards aufzudrücken. Natürlich, das ist ein ganz Wend, die meist durch erhoffen. That's it. Projekt ganz genau, ja, wirklich schon ganz viele Informationen. Vielmal merci und den Stefano D'Agostino, den ja kann ich wirklich so schon mit Passion als für die den noch nicht gerade so dann mit Matgrut für Appetit mischt ob Hashtag Merzig for all. Wir haben den Zugangs gesucht für den Aufschlussevent an der Online-Pressekonferenz vom Liederprojekt Hashtag Merzig for all. Hummer als Gast invitiert für begrüßen mal den Gregor Waltersdorfer mit seinen Reflexionen als Gemeinwohlökonomie-Konsultant, den
den Herr Waltersdorfer huet seg egen Agenz gegrünnt, d'Allgemeng wohl Agenz, die sich dann noch so nennt, Servicien hëlleft Entreprisen a Gemengen hire Beitrag zum Allgemeng wohl opzeweisen. An hier war ein Projekt mehr sich voll zuständig für den Prozess an Redaktion vom Gemeinwohlbericht. Da muss vier leiien. Ich mal dann einen guten Abend, Gregor Waltersdorfer. Wie ist der Prozess aufgelaufen? Wie kann man sagen, ist der Prozess abgelaufen? Wir wechseln jetzt ganz kurz ins Deutsche, weil Gregor Waltersdorfer kommt aus Österreich und wohnt seit 7 Jahren jetzt in Luxemburg, hat er mir erzählt, aber trotzdem in Deutsch sehr gerne. Bitte schön. Guten Abend, alle gut. Merci, Christian Schmidt. Ja, wie ist der Prozess abgelaufen? Wie ich das erste Mal nach Merzig kam, da habe ich erfahren, dass Merzig Erfahrung hat mit Bürgerbeteiligung. Und da war für mich auch klar, wir werden auch Bürger in den Prozess involvieren. Und daraufhin haben wir dann 6 Arbeitsgruppen geschaffen, die dann an den Themen, die in der Matrix abgebildet sind, arbeiteten. Außerdem hat Merzig noch die internationale Vernetzung vorangetrieben und so besuchten wir im Juli 2019 deutsche und österreichische Gemeinwohlgemeinden. Und ich habe dann sozusagen den Bericht geschrieben und auch Bewertungen vorgeschlagen, wie gut sich die Gemeinde schlägt. Mittlerweile ist es schon eingeblendet im Livestream. Und diese Woche hat dann der Auditor Bernhard Oberrauch unsere Bewertung und unsere Angaben kontrolliert und sozusagen dann die endgültige Bewertung festgelegt. Die sehen Sie hier. Man sieht, wo doch die weißen Balken sind, das ist das Entwicklungspotenzial. Hier kann Merzig noch etwas aufholen. 0 Punkte ist nicht schlimm. Das heißt, Merzig befolgt die Gesetze. Es geht nämlich auch noch bis minus 10 Punkte auch. Das musste ich hier nicht abbilden. Und man sieht auch, wo sich Merzig richtig gut schlägt, zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit gegenüber Lieferanten, wo schon fast die Hälfte der Punkte erreicht ist. Die Matrix mit den 25 Feldern und legt eben dar oder zeigt eben auf, wie die Gemeinde Merzig die Gemeinwohlwerte gegenüber ihren Berührungsgruppen lebt. Und damit wirkt die Matrix eigentlich ich erkläre es immer so, sie wirkt wie eine Landkarte. Jetzt weiß, wo Merzig steht. Und wie der Herr Bürgermeister Mike Porre schon gesagt hat, jetzt geht die Arbeit eigentlich erst so richtig los. Das war jetzt die Bestimmung vom Ist-Zustand und jetzt kann sich Merzig eben gezielt und strukturiert kontinuierlich verbessern. Gut, merci. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz interessanten Tableau, den wirklich ein bisschen ernst ist. Wir kennen ein Tableau, mit der ist wirklich ein ganz andere Layout, aber natürlich von den Gregor Waltersdorfer ist das erklärt, dann wissen wir auch ein bisschen mehr damit anzufangen. Vielen, vielen Dank. Ja, von Merzig geht der Lo raus an die Welt, auf einen wunderschönen Platz, wo viele von uns ganz gerne Vakanz machen und ein paar flotte Momente verbringen. Es geht auf Bozen an Südtirol. Da begrüßen wir den Gemeinwohlökonomie-Auditor, den Bernhard Oberrauch, hoffentlich gerne während der Plötzebüsch gereist, aber es sollte nicht sein, und dafür dann eine Live-Schaltung bei Ihnen. Guten Abend und ein herzliches Hallo nach Südtirol. Ja, guten Abend allerseits, auch meinerseits. Es freut mich, bei Ihnen zu sein. Mehr würde es mich freuen, auch persönlich bei Ihnen zu sein und nicht nur online zugeschaltet, aber immerhin sehen Sie mich, ich sehe Sie leider nicht. Ich sehe den Moderator, Herrn Schmidt, und es hat mich gefreut, die netten Worte zu hören. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude, Merzig kennenzulernen. Leider auch nur online, aber netterweise haben wir eine Fahrradtour mit dem Bürgermeister veranstaltet und er hat praktisch das Handy in der Hand gehalten und ist mit dem Fahrrad durch Merzig gefahren. Ich habe ihm gesagt, wo er hinfahren soll und wo er stehen bleiben soll, und wir haben unterwegs auch mit Bewohnerinnen geredet und haben sie interviewt. Das war sehr spannend, weil die Bewohnerinnen waren natürlich nicht vorbereitet. Sie haben sehr spontan geredet und auch frei von ihrer Seele, ehrlich das, was sie bewegt. Und ich habe sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also Merzig ist eine Gemeinde, die sehr gut zuhören kann, die sich Zeit nimmt, die
die Bedürfnisse der Bewohnerinnen zu erfassen. Ich habe Merzig auch als eine sehr kreative, neugierige und offene Gemeinde erlebt, die bereit ist, viele Impulse aufzunehmen, und zwar insbesondere von den Mitarbeiterinnen, aber auch von den Bewohnerinnen. Das heißt, viele Impulse zum ökologischen Handeln sind auch von den Mitarbeiterinnen selbst gekommen, und das finde ich sehr toll. Ich habe auch bei meinen Anregungen gemerkt, dass ich auf offene Türen gestoßen bin. Ich habe offene Ohren festgestellt, und ich habe einige Good Practices festgestellt, die ich jetzt in der Schnelle ein bisschen aufliste. Also die Beschäftigungsinitiative Ob der Schock, die Reinigung des Gemeindeamtes und der Fußballumkleiden mit intellektuellen beeinträchtigten Personen macht. Das ist etwas Herausragendes, weil es denen ein sehr gutes Selbstwertgefühl gibt. Dann, was auch noch wichtig ist, es gibt ökologische Beschaffungsrichtlinien für Bürobedarf, Elektrogeräte, Gemeinschaftsverpflegung und so weiter. Das ist ein guter Anfang. Hier kann die Gemeinde noch inhaltlich sehr vertiefen, aber ein Anfang ist schon gemacht. Und das freut mich auch sehr. Dann hat die Gemeinde auch angefangen mit aktiver Bodenpolitik. Sie hat ein Grundstück gekauft zur Verbesserung der Biodiversität, wo dann praktisch diese Sumpfwiesen gemacht worden sind. Und das ist auch ein guter Beitrag, weil die vielen Tiere, die Biodiversität, das hilft auch der Bevölkerung. Es ist zwar nicht so schnell nachvollziehbar, aber wenn man tiefer schaut, dann merkt man, dass es ein Reichtum ist, der auch den zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen kann. Die Mitarbeiterin selber, da habe ich auch etwas Exzellentes festgestellt, dass die so ausgebildet werden, dass sie sich auch gut gegenseitig aushelfen können. Das machen sie auch, also es ist gelebte Praxis, und die Mitarbeiter haben auch bestätigt, dass ein konstruktives Mitdenken aller gewünscht und gefördert wird. Ich habe bei meinen Befragungen gehört, dass sie sich sehr wohlfühlen und dass sie gut miteinander auskommen. Und was mir auch gut gefällt, ist, wenn es in Merzig irgendwelche Streitigkeiten gibt, dann gibt es also ein Schiedsverfahren, was gemacht wird, um einfach das konstruktive Miteinander gut zu üben. Dann die gerechte Verteilung von Leistungen und Einkommen ist bei den Mitarbeitern der Gemeinde auch vorhanden. Das haben die Mitarbeiterinnen bestätigt, und zwar alle, nicht einzelne. Im Bereich der Mobilität ist es so, dass durch bauliche Maßnahmen mehr Verkehrssicherheit gewährleistet werden, und das ist sinnvoll. Ich habe mitbekommen, dass Luxemburg ein Autoland ist, wo die Rahmenbedingungen fürs Autofahren sehr gut sind. Und wenn Merzig jetzt anfängt, auch den schwächeren Verkehrsteilnehmern mehr Raum zu geben, dann erhöht sich die Lebensqualität in Merzig gewaltig. Das merken vielleicht die Personen erst langsam, aber es hat viel Erfahrung in anderen Orten gegeben, wo das schon große Tradition hat. Dann das Wirtschaften in der Gemeinde, das wird ja auch gefördert durch die Gemeinwohlbilanz dieser Gemeinde, weil die Gemeinde Merzig mit gutem Beispiel vorangeht und damit den Unternehmen auch zeigt, in welche Richtung sich die Gemeinde orientiert und was der Gemeinde wichtig ist. Und das sind wichtige Impulse für eine nachhaltige Entwicklung von ganz nicht nur bei der Gemeinde, sondern auch bei den Unternehmen. Und nachhaltig heißt für mich nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch sozial nachhaltig. Das gesellschaftliche Wohlergehen, das Soziale, das hat sich in mehreren Punkten bestätigt. Also die Gemeinde hat einige Räumlichkeiten eingerichtet, wo es Treffpunktsmöglichkeiten gibt. Also eines ist auch diese Giftbox, dann das Bücherregal und auch der Grillplatz. Das sind alles Orte, wo man sich treffen kann, und der soziale Zusammenhalt, das ist das, was den Reichtum einer Gemeinschaft ausmacht. Und der wird durch diese Infrastrukturen gefördert. Auch durch das Verhalten der Gemeinde, den Leuten zuzuhören. Auch durch Kontakt zur Natur
der wird durch die Gemeinde in vorbildlicher Weise zusammengebracht und dieser Kontakt wird gefördert. Also diese Sumpfwiesen sind nur ein Teil davon. Es gibt auch andere gute Maßnahmen. Und die Giftbox, die bringt auch in ökologischer Hinsicht etwas Positives, weil sie nämlich den Leuten zeigt, dass der Suffizienzgedanke sinnvoll ist. Bewohner haben mir bestätigt, dass sie dabei gelernt haben, dass man nicht alles neu kaufen muss. Dann schaue ich weiter in meiner Liste von den Good Practices. Ja, der soziale Wohnbau. Die Gemeinde hat 2019 ein Grundstück gekauft für den ersten sozialen Wohnbau, wo dann auch viele innovative Ideen umgesetzt werden können. Und dieser Wohnbau soll mit Erbpacht weitergegeben werden und dadurch wird Spekulation verhindert. Und was mir noch besonders gut gefällt, ist die Planung des Neubaus der Schule, weil da die Selbstständigkeit und die eigenmotivierte Wissensvermittlung gefördert wird. Durch ein innovatives Konzept, was ich mir auch für Südtirol wünschen würde. Ja. Dann schaue ich noch weiter. Der Gemeindewald, das ist auch ein tolles Projekt, was die Gemeinde hat, was ich als Good Practice gekennzeichnet habe. Und die Kooperationen, genau. Die Kooperationen, das sind wesentliche Verhalten der Gemeinde. Durch die Kooperationen gibt die Gemeinde zwar ein Stück Selbstständigkeit ab, aber gewinnt dafür einen Reichtum durch die Erfahrung auch von anderen Gemeinden und mit anderen Gemeinden. Dann gibt es eine Nachmittagsbetreuung mit Kindern mit dem Weltatelier-Konzept in Zusammenarbeit mit dem Verein Arcus. Das hat mir auch gut gefallen. Und last but not least, es gibt viele regionale Zusammenarbeiten, auch um die Arbeitsplätze an und durch die Gemeinde zu finden. Das sind die Good Practices, die ich gefunden habe. Dann gibt es natürlich auch Herausforderungen. Ich habe manche Bewohner gefragt, wenn sie einer guten Fee begegnen würden, was würden sie sich wünschen? Also im Allgemeinen sind die Bewohner sehr zufrieden, aber trotzdem gibt es ein paar Wünsche und die sind durchaus sehr sinnvoll. Sie haben sich Läden gewünscht, also dass es Einkaufsmöglichkeiten gibt. Und da werde ich auch der Gemeinde ein paar Beispiele aus Südtirol bringen, wo es von Bürgergenossenschaften geführte Läden gibt, damit die Merzinger das kaufen können, was ihnen wichtig ist und dass sie auch im eigenen Ort kaufen können. Das Einkaufen im eigenen Ort ist auch wieder eine Möglichkeit des sozialen Treffpunkts und deswegen für eine Gemeinde sehr wichtig. Und nach nachhaltiger Mobilität, da kann Merzig noch viel machen. Da haben wir schon auch über einige Ideen gesprochen und es wird mich dann freuen, im nächsten Bericht dann über die Umsetzung zu erfahren. Spielplätze sind auch gewünscht, also sowohl für kleinere Kinder als auch Skateboards. Das sind die Wünsche. Und dann ist noch eine Herausforderung die biologische Landwirtschaft. Und da hat Merzig auch viel Potenzial und das ist auch etwas, was letztendlich allen Merzinger zugutekommt. Und mir tut es schrecklich leid, dass ich nicht persönlich dort bin. Also ich freue mich, wenn die Corona-Maßnahmen so geregelt sind, dass es eine Koexistenz zwischen Virus und Menschen gibt. Und dann würde es mich freuen, Merzig besuchen zu dürfen. Aber auch so war es mir eine große Freude, Merzig kennenzulernen. Und ich habe eine große Hochachtung vor dieser Gemeinde. Besten Dank. Vielen, vielen Dank, Bernhard Oberauch. Vielen Dank erstmal für diese ganz tollen Erläuterungen. Und natürlich, ohne dass ich jetzt mit dem Bürgermeister abgesprochen habe, bin ich ganz sicher, dass er Sie einlädt für die Fahrradtour. Und die wird auf jeden Fall nachgeholt, sobald das irgendwie zwischen Südtirol und Luxemburg mal wieder reisen kann. Vielen, vielen Dank nach Südtirol. Als nach an der Leitung as schon fort. Okay, mir hunn Dirfen as Südtirol beim Herr Oberauch daheim sinn. Mir so wie gesagt ganz große Merci und schmengen technisch wäret mal den anderen Hicker, mit dat war gënne so schlimm. Messagen, die man wollten hun, die sind rüberkommen an
Cathy Fox huet och mengglech alles dat mat gelauscht, dann werderlo afleessen an dëssen Live Graphic Recording, op dem als wirklich freeen. Ich mengge die Gesidlo schon am Bild wat do schon geschieet ass. An du kënnt nach bestimmt so munches dabei. Ja, den Initiator vun der Gemeinwohlökonomie ass eisen nächsten Invité, dat ass den Christian Felber. Hi huet als Videomessage zoukomme gelos an de guck meis Lomo ze summen nun. Ich möchte der Gemeinde Merzig, den Merzigerinnen und Merzigern und voran Mike Poiré und seinem Team ganz herzlich zur ersten Gemeinwohlgemeinde Luxemburgs gratulieren. Merzig ist eine Pioniergemeinde auf mehreren Ebenen. Sie ist nicht nur die erste Gemeinwohlgemeinde im Land, sie hat auch bewiesen, dass sie den Prozess mustergültig vorbereitet und organisiert hat. Ich erinnere mich noch gut an meinen vorletzten Besuch in Luxemburg, als der Bürgermeister mit seinem Team auf mich zukam und seine Haltung war so klar, da wusste ich sofort, die wollen das wirklich und die werden das auch schaffen. Teil der Erfolgsstory war ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss, eine Exkursion nach Österreich und Bayern, um von anderen Pioniergemeinden zu lernen und ein fulminanter Auftakt im Juni 2019, an dem ich ebenfalls teilnehmen durfte. Ich erinnere mich noch gut an die festliche Atmosphäre mit 150 Gästen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das hat sich angefühlt wie ein Gemeinwohlfest. Dazu passend ist auch der partizipative Prozess, in dem die Gemeinwohlbilanz erstellt wurde, im Rahmen des LEADER-Projekts Merzig for All. Alle Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen, sich zu beteiligen und die Gemeinwohlthemen in Fokusgruppen zu bearbeiten. Das Zusammenfließen und die Präsentation der Ergebnisse im Plenum zeugt von einer durchdachten Dramaturgie und garantiert breites Interesse an den Ergebnissen und langfristigen Früchten dieser Arbeit. Die Gemeinwohlökonomie ist ein Wirtschaftsmodell, in dem wirtschaftliche Aktivitäten ganz generell auf das Gemeinwohl und seine Mehrung ausgerichtet sind. Dazu zählen intakte Ökosysteme und ein stabiles Klima, hoher sozialer Zusammenhalt und eine gerechte Verteilung, politische Mitbestimmung und Mitgestaltung sowie die Menschenwürde an erster Stelle, einschließlich Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Um die Erreichung dieser Ziele zu messen, schlagen wir ein Gemeinwohlprodukt anstelle des Bruttoinlandsprodukts vor, eine Gemeinwohlbilanz, die den Beitrag von Unternehmen misst und eine Gemeinwohlprüfung für alle Investitionen. In einer gereiften Gemeinwohlökonomie würden nur noch solche Wirtschaftsaktivitäten stattfinden, die zumindest keinen Schaden anrichten. Und je mehr sie zum Gemeinwohl beitragen, desto erfolgreicher sollen sie sein. Durch Vorrang im öffentlichen Auftrag, geringere Steuern, günstigere Finanzierung oder einfacheren Zugang zum Weltmarkt. Die Gemeinwohlbilanz ist wie ein ethischer Kompass, der Organisationen dabei hilft, Schritt für Schritt konsequent in die Richtung dieser gesellschaftlichen Grundwerte zu gehen. Gemeinwohlgemeinden retten nicht allein die Welt, aber sie leisten einen Schlüsselbeitrag, nämlich ihren Beitrag. Das Gesamtkonzept der Gemeinwohlökonomie hat auch Beteiligungsinstrumente für andere Akteure, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und andere. Merzig hat das erkannt. Ihre Gemeinde reflektiert nicht nur das eigene Handeln und lässt sich Gemeinwohl bilanzieren, sondern sie möchte auch mithelfen beim Aufbau eines Gemeinwohlnetzwerks in Luxemburg und hier Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen mit einbinden. Diesen Rückenwind spürt die luxemburgische GWÖ-Bewegung. Bei jeder sozialen Innovation und jeder gesellschaftlichen Transformation muss jemand vorangehen und Pionierarbeit leisten. In Luxemburg haben die Merzigerinnen und Merziger Mut bewiesen und Verantwortung übernommen. Dazu gratuliere ich ganz herzlich und ich wünsche das Beste auf dem weiteren Weg zum Gemeinwohl. Vielmal merci. Ja, den Initiator vun der Gemeinwohlökonomie, den Christian Felber, mat eng ganz flotten Film, den auf jeden Fall natürlich opgezechen gin as an Lofreemreis op den Patrick Kolbusch. En et enrem Geschäftsleder vum Gruppe Eukopolis Lützeburg, ganz engagéiert an definitiv de Vierreiter vun der Gemeinwohlökonomie hai zu Lützeburg. Ganz schön guten Abend.
der Maske doof gedoen a schon geht lass. Alles geht schöne guten Abend, alle guten schöne guten Abend Leute dabausen. Das mir ein groß sehr heute Abend dürfen zu schwätzen am Numm von der Ecopolis-Gruppe. Dafür will ich auch dem Gemengen an Schäferro de große Merci so, die als Chance gehen hun heute Abend auch paar wir dürfen über Gemeinwohlökonomie bei uns an unsere Betriebe zu gehen. Das natürlich ein groß Eier heize sie wenn mal lorem Betrieb méi hunne soll mod Gemeng Betrieb méi firrun ass geschwert gin vun enger Pisblum dat das Jozeechen vum Soom dee fortgeht fir die dobauseläit an net verstanen nuläit soll man da schwätzen dat sind so klein Viruszellen an dat soll wie eng Pandemie. Vielleicht auch über Lützeburg rüber gehen mit der Gemeinde. Am positive Sinn will verstanden. Am positive Sinn über Lützeburg gehen. Wir waren nur lang genug lang. Wir sind immens froh, dass du hier beikommen auch als Gemeinde. Wir können ja nur noch darüber schwätzen, was die Möglichkeiten das nach da bestehen. Aber wie sie mir überhaupt auf Gemeinwohlökonomie kommen? Für was haben wir doch gemacht? Weil als Wirtschaftsbetrieb stellen sich schon mal sinnfroh. Es möchte kein am politischen net wie auch am wirtschaftlichen net wo kein Sinn daran besteht an Mengen die Gruppe Ecopolis respektiv die verschiedenen Betriebe die du da sind nur über 35 Jahre Lützeburger Marché aktiv Lützeburger Marché mengge Lohn net dummer da den Marché wo du bei noch verkauft geht mir auch biologisch natürlich für biologische Landwirtschaft zu unterstützen und dann natürlich auch für Produkte von unseren Bauern können zu verkaufen und du haben immer mit denen frohen gesagt natürlich mit der froh von der Natur gesagt mit dem Naturschutz wir haben als mit den ethischen frohen gesagt wir haben als man Mönch selber aus nie gesagt. Wir haben noch ziemlich frei angefangen, ein Nachhaltigkeitsprogramm auszuschaffen, auch zu veröffentlichen. Du kannst nicht viel schreiben. Die Politiker oder die Politiker am Saal, die verzeihen mal, das ist so ein bisschen wie an den Wahlprogrammen. Ne? Kann ich ganz viel schreiben. Aber wo geht es belohnt? Ne? Wo kann man, wir sehen das schon heute draußen, beim Greenwashing, das immer flott zu erzählen, mir sie Bio, mir war das der Bio, was steht nach Hand und Run, ne, aus der Zertifikation. Und du mal lang Gesicht, das war am Jahr 2010, mengnisch, war 2010, du hunnest zu Stuttgart oder bei Stuttgart, die Christian Felber, den nur just geschwärzt wird, begehen da, wie giffen die jungen Leute so, und den hat mich geflasht. Wir starten nun, ich würde das ist genial. Dat muss man irgendwie auf Lützeburg kriegen, dat muss man mal gucken, ob ich der Platz auch bei uns an als Firmen ranzukriegen. Da haben wir etwas Fonds, wo wir das, was wir auch schaffen, wo wir das auch bewerten können. Das heißt, wir können das vorbei festhalten. Das ist auch viel drauf vom Herrn Bürgermeister gesagt, wir können uns auch vorstellen. Wir können uns selber auch vorstellen, als Mitarbeiter können sich auch vorstellen, wir können auch die Handeln von der gesamten Gruppe vorstellen. Und dort der Prozess angefangen, aus Zeitgründen gehe ich nicht in Detail, aber das war ein langer Prozess, ehe dann so weit kommt, dass wir dann als noch die Geschäftsführungen von den verschiedenen Betrieben dazu entschlossen, mehr Glossen als Lo bilanzieren. Nämlich wie Lord Gemeng Märzig, das ist das, was als Lo zu summen eint, Gemeng Märzig als die erste Gemeinde am Land, die Gemeinwohl zertifiziert das. Der Ecopolis-Gruppe war den ersten Wirtschaftsbetrieb. Ich fand das flott, und das ist ja flott, dass wir an der Feier können dafür zu Summe sind. Was würde da als Brot? Und da bin ich gespannt, wenn ich mal mehr Poire an ein paar Jahren kann darüber schwätzen, da über die verschiedenen Prozesse, die angelaufen sind. Was würde da als Brot? Das würde als Brot, dass man ja natürlich als selber mal vorgestellt und aber auch Maderbecht da viel mehr an Prozesse ran gekriegt haben. Und das fängt an, wollen wir mal einfach am Kauf und Verkauf, das ist das, wo die meisten Leute als auch draußen durch als Geschäfte kennen. Das sind auch viele Fragen, die darüber basieren. Wie gehen wir da mal drin? Am Haut an einer Welt, wo es heißt, im Einkauf liegt der Gewinn. An einem kapitalistisches System, der wirklich
ja, wie hat der Bolsonaro enker gesot gehabt, man Moorwald mit Bressen daus wie eng Orange. Und das ist auch der Fall. Wen ist dann do immer den Leiterinnen, wenn man die Wertschöpfungskette gucken, dann sind wir den Nächsten an der Wertschöpfungskette, den du guckt. Wir kommen von der Landwirtschaft, wir unterstützen die Landwirtschaft, also was der Bauer. Die Beziehung zwischen dem Maderbechter und der Landwirtschaft hat sich enorm da auch geändert. Wir haben noch kurz ein Leitbild ausgeschafft. Und da waren wir gerade so höflich, wie wir gesehen haben, als Maderbechter setzt die Landwirtschaft nach wie vor, also die Agrikultur nach wie vor auf die ersten Platz. Hat uns gefreut. Wenn wir noch weiter gucken, und dafür gebe ich auch, ich weiß nicht, wen alles dabei ist am Stream, also ich hoffe, dass ja doch noch ein paar Entrepreneure da sind, wie wichtig das für auch an Zukunft zu gucken, über den Gemeinwohlökonomie heraus, weil der kriegt ganz viele junge Menschen auch durch ugeschwert. Ich meine, wir brauchen immer nur Fridays for Future zu denken, wie viele junge Menschen da in der Weh sind, für eine Änderung vom System zu kreieren, für eine Änderung ja, wie sie sich sollen verhalten. Da geht es dafür gekämpft. Und das sind viele Menschen, die auch bei uns kommen, die Aufrufe gemacht haben, und der hat vielleicht auch gelesen gehabt, mit dir selber, Herr Schmidt, hat das Resultat matt gemacht von der Gemeinwohlökonomie. Dir selber hat bei diesem Elektrokamion gefahren. Das ist ein Resultat zum Beispiel, wo wir uns um den CO2-Bilanzierung also gesagt haben. Wir waren an der CO2-Bilanzierung ganz schlecht. Von der Bilanze guckt, die sie also als Berichter von der GWÖ, sie bei diesem Internet sie doch zu gesehen. Da haben wir gesagt, wir müssen Änderungen machen. Wir haben Änderungen gemacht, was den Transport anbelangt von unseren Maderbechter. Das ist der Bereich, wo die meisten CO2 angefallen ist. Und an der Zwischenzeit da war ja gut 350, 360 Leute. Wenn die alle gut mit dem Auto kommen, ne, wir dann haut das den öffentlichen Transport halt zu Lützeburg gratis. Wir unterstützen aber auch nach den Transport finanziell von unseren Pendlern, die aus dem Ausland kommen. Wir haben auch gemerkt, dass Kamion selber machen großen Teil nach vom CO2 aus. Wir haben dann als Logistik komplett neu angepasst, viel mehr rentabel, nicht rentabel am monetären Sinn, mehr rentabel am CO2 sind, spielt dann nur natürlich auch an Käse ran. Und dann noch mal mit jungen Menschen neue Programme ausgeschafft. Woher noch auch nach vor, ja, da kommen wir noch wirklich so konsequent den nächsten Schritt weiter, konsequent dann auch an die Elektromobilität daran. Und ich erzähle dort Geschichte nicht. Dir selber hat schon ein Interview gemacht. Als alles nutzen, lausche dann wie die Geschichte vom Elektrokamions. Aber so ist das dann entstanden. Das heißt, der hat durch ein GWÖ, wenn der das wirklich schläft, und es muss gelieft gehen, auch an der Gemeinde, müssen Bevölkerung muss mat liewen, so stirft het, dat das klar, da kann den Herr Poiré soviel sech dofirsetzen wie will, wann leidet net mat liewen, dann as der bestodech, das ein deudeschen Organismus. An spannend dat genial, dat se dat Lomolenker an der Öffentlichkeit gesäit, wie reagierend Leiit do hat. An ich mein, dat geht ganz ganz spannend. Ich mein, als Soschloss kann ich mir Schussenenker wiederholen. Große Merci Agents für die Invitation, dass ich bei euch kommen, aber auch Chapeau für das, was der Pferdespurt, und an der sie doch Pionier an Doranner an der hat recht, das Luft nur Ruwen, die Biolandwirtschaft ugeschwert, auch du hast Luft nach Ruwen. Also wir haben Telefon, wir können uns ausschwätzen. Lass ein bisschen mein Händlerherz das schwätzen. Aber wir können uns gerne austauschen und da gehen wir in die Richtung da weiter. Vielmals merci, Neike, für die schönen Abend. Super, vielen merci für diese wunderbare Message vom Patrick Kolbusch. Ja, die Geschichte mit dem Kamion, effektiv, wir waren am Elektrokamion NRW, und effektiv, da werden wir auch an den Betrieb gucken, und die Fährte sind dann noch Leute, wenn wir dann doch geleiert sind, ernst das abgedeelt wird, dass in mehr rentabel wird, an dem Sinn, dass in nicht kreis quer wird, wenn ich noch kann, nicht gedreht Weg fahren und dann viele Kilometer Mann zurücklegt. Ja, Gemeinwohlökonomie, ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft, natürlich, weil wir auch den Raymond Anderkerk zu Wort kommen lassen von der Gemeinwohlökonomie Lützeburg SBL. Guten Abend. Da könnt ihr bei uns auf Bühne. Guten Abend. Guten Abend, alle gut zusammen. Hi Bannen an noch die du draußen für den Geräte sitzen. Am Livestream. Ja, auch von meiner Seite aus hier als Member vom Komitee von der Gemeinwohlökonomie Lützeburg meine Felicitation und Gemeng.
auch seitens unserem Komitee. Und wir gratulieren den Responsablen, an den vielen anderen Leuten, an Bürger, die heute drunter mitgeschafft haben, für das das Projekt eine Realität wird. Wie die Vierredner auch schon für drunten gesagt haben, vieles zur Gemeinwohlökonomie gezählt haben, als sie viele Sachen abgeschafft gehen, an nur noch hören, das ist eine Basis, an Luke da richtig las, das nach Luft eine Urwen. Ich persönlich habe den Christian Felber auch 4 Jahren begegnet und ich war auch elektrisiert und wie auch den Patrick gesagt hat, von der Idee da und das hat mich auch jahrelang immer verfolgt und ich habe auch viel dazu gelesen und da war es irgendwann nur der Zeit, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch eine Plattform zu Lützeburg, wo die Gemeinwohlökonomie irgendwo mehr verbreitet kann gehen. Und dann haben wir letztes Jahr, also wirklich ganz jung, als das nach die ASBL gegründet mit einer 2 Dose Leute, wo wir da noch gesagt haben, das ist so ein wichtiges Thema zu Lützeburg, Ökonomie, Ökologie, Soziales zusammenzubringen und das ganz doch an eine Form zu bringen, dass das ganz muss sind. Und das ist die Gemeinwohlökonomie und das ist die einzige Modell, die ich kenne, die das so transparent und so flott mischt. Und ja, wie gesagt, wir sind noch ein ganz jung ASBL. Als Interesse sind auf jeden Fall, dass mehr Gemeinden, mehr Betriebe und noch mehr Organisationen die Zertifizierungen machen und dass wir dadurch auch ein Netzwerk haben und noch, uns können austauschen. An Heimat der Gemeinde Merzig ist das natürlich flott, dass genau die dorten Themen, die do Werte auf dem politischen, kommunalen Niveau bräucht gehen, sind und das möchte auch sicher für sie schwätzen in Zukunft. Das ist auch ein bisschen zurückgeguckt gehen, die Idee von der Gemeinwohlökonomie aus 10 Jahren entstanden. Und Christian Felber war von denen Hauptpersonen, die das gegründet haben. Aber mittlerweile haben wir aber schon die meisten Bewegungen in Europa, aber auch noch in Amerika, in Afrika, Südamerika, Nordamerika, haben wir Bewegungen, die etwa ungefähr 2000 Betriebe sind Member in verschiedenen Assoziationen, und 500 davon ungefähr haben noch eine Zertifizierung. Und auch die Universitäten interessieren sich immer mehr akademisches Niveau, für zu gucken, wie eine andere Ökonomie können wir kreieren, die nicht allein nicht mehr gewinnorientiert ist, mit dem Moment auch den Mensch an den Mittelpunkt setzt von der Ökonomie. Wir als Verein sind noch ein Teil von dem internationalen Netzwerk, und nicht mehr spät wie letzte Woche war eine Komiteesversammlung von der EcoGood Federation, und da sind wir auch als Assoziation, als 12. Member abgeholt gehen, wo wir an dem gesamten Netzwerk auch dran sind. Und dadurch sind wir natürlich auch mehr exponiert auch als Lützeburg. Sie gucken auf uns, und ich meine, wir sind ein Reichsland, wir sind in Land mit ökonomischer Performance, wir sind in Opperland, und ich meine, die Herausforderung muss mal angehen, für auch an der Gemeinwohlökonomie gute Entwicklungen zu machen, für das Leute auch an dem Sinn auf Lützeburg gucken. Und dafür meine ich, kann die Gemeinde Merzig im kommunalen Plan einen wichtigen Beitrag leisten, auch an der für insgesamt ökonomisch mehr sozial gerecht, mehr naturgerecht und auch mehr ökonomisch am Sinn von Haushaltswirtschaft, ob als Ressourcen können umgehen. Merci. Schön, ganz viel merci und den Raymond Anderkerk. Nach einer Anekdote vielleicht. Ja, gerne. Das ist auch geschwärzt von dem Patrick Kolbusch hat gesagt, mit dem Virus da, also mit dem Schirmchen da von der Pissblume, gell, ne, das heißt, du so botanisch gesehen, das ist Papus. Und als Newsletter, die wir rausgehen, die heißt auch so. Okay, wir lernen ganz viel bei heute Abend, ganz viele Welt Gemeinwohlökonomie lösen, alles geben wir mega viel merci für das wunderbaren, ja, ich kriege schon bei so eine kleine Expose, also wirklich ganz viel, das auch Gemeinwohl international geht, also nicht nur an Europa, mehr der ganzen Welt. Ich habe eine Videomessage Brettleien, und zwar die von der Geschäftsleiterin vom Biersportausstatter Vode, das ist das von Davids, sie ist zu Tettenangum, schöne Bodensee an Deutschland, daheim, hier eine Videomessage als Ambassadrice von der Gemeinwohlökonomie. Liebe Gemeinde Merzig, lieber Bürgermeister Poiré, ein ganz großes Dankeschön und herzlichen Glückwunsch zur ersten Gemeinwohlbilanz einer Kommune in Luxemburg. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie diesen Schritt gehen, dass Sie sich damit offen bekennen zu den Werten der GWÖ wie Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung und Transparenz.
Ich finde es gerade in einer Zeit wie heute, wo es wirklich schwierig ist, wo einfach so viele globale Herausforderungen sind, denen man sich stellen muss, finde ich es toll und mutig, sich zu diesen Werten offen zu bekennen und transparent danach zu berichten, um dann einfach auch zu sehen, wo hat man Entwicklungsbedarf, wo kann man sich weiterentwickeln. So arbeiten Sie und wir alle gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft. Und gerade in der Kommunalpolitik geht es ums Wohl aller Bewohner und um eine gesunde Umwelt. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Schritt auch Vorbild sind für andere Gemeinden und Ihnen viele weitere in Luxemburg und auch darüber hinaus folgen werden und Sie so einen richtigen Vorbildcharakter da entwickeln. Wir von VD, wir haben bereits die 3. Gemeinwohlbilanz erstellt und auch uns bringt es jedes Mal mit jeder Bilanz wieder einen Schritt nach vorne, weil wir sehen, wo haben wir noch Handlungsbedarf, wo können wir uns weiterentwickeln. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele gute neue Erkenntnisse und Schritte in eine lebenswerte Zukunft und wünsche Ihnen viel Spaß auch beim Erstellen der nächsten Gemeinwohlbilanz und viel Erfolg in Ihrem Vorbildcharakter. Herzliche Grüße nach Luxemburg, nach Merzig. Ja, mir gehen da noch das Grästrick und den Bodensee ganz sympathisch, Madame Tantje von David. Merci für das encourageante wieder. Ja, wenn wir Hashtag Merzig for All schwätzen, dann ist das natürlich ein Liederprojekt. Und da sind wir ganz froh, dass wir den Präsident vom Lieder Werk heute Abend können begrüßen. Den Gérard Ancia, ganz schönen guten Abend, haben wir uns auf der Bühne. Schönen guten Abend, ich alle Guten. Echt mal großen Merci oder echt mal Gratulationen an Runde Mike und Isabel und Stefano für diesen Projekt. Ich will ein bisschen ausholen, und zwar meine ich, dass der ganz innovativ, das ist inklusiv, aber auch präventiv NRW. Aber wenn ich solo das Projekt Merzig for All, dann ist das nicht ein Teil von dem Ganzen. Das ist nicht ein Projekt. Ich meine, dass am Gang sind, das zu einer gelebten Praxis zu machen. Und das ist viel mehr wert, wie wenn ihr seht, das just ein Liederprojekt. Lieder, Entwicklung vom ländlichen Raum, hat immer verschiedene Komponenten. Das ist immer auch die ökonomische Entwicklung vom ländlichen Raum. Das ist auch immer dabei, den Pionier geht. Und ich meine, ihr seht hier ein bisschen ein Pioniergemeng. Ich meine, gerade Liedergruppe Werk, die hat ein ganz Party, innovativ, geckig Projekt in Hand, wo diese Last stehst. Und da hat ihr also auch einen ganz flotten. Was ich will hervorheben an dem Projekt, das ist innovativ. Das innovativ, das direkt eng einer Vue geht, ob das Handeln an ihrer Gemeinde nicht auch Moose lässt. Und das ist natürlich auch immer sich etwas eine kritische Geste aussetzen. Und den muss haben, und das der Mut von den Pionieren. Und dafür nachher eine herzliche Gratulation von meiner Seite aus. Da kommt nicht ob das inklusiv. Ich meine, das Gemeinwohl heißt ja, dass man sich wohlfühlen soll. Und das inklusiv, das hat ja auch schon gelebt. Und da bin ich gerne gehabt, ob das der als von der Präsident von Op der Schock, dass sich ein Atelier protégé für Leute mit geistischer Beeinträchtigung an ob Initiativ hin, das inklusiv, dass sich, dass wir mit einer Equipe 4 bis 5 Leute Westjähren Bot zu kommen im Fußballsterrain. Mit das nicht nehmen eine kleine Initiative, weil durchaus ein Stern sich fest Arbeitsplätzen. Wir haben nämlich da rund um die eine Bootsequipe kreiert, die enkadriert wird und die sich 4 bis 5 fest Arbeitsplätzen mit sich bräuchte. Ein Teil geschieht heute zu März, ein Teil geschieht aber auf Eisen sitten. Und dafür ist das inklusiv bei euch verankert. Und das ist eine Möglichkeit für das Leute raus aus dem protegierten Raum kommen, und zwar können auf den nächsten Arbeitsmarkt schaffen, kommen sich auseinandersetzen mit einem Klient, den eben noch Ursprüche hat. Und sie sind ganz begeistert in NRW und immens froh für die Arbeit zu Merzig können zu machen. Dann hat, wo ich so das letzte präventiv. Ich will noch eine andere Vue drauf, das ist die vom Sicona, das ist ein Naturschutzsyndikat, wo Merzig mit Gründungsmember war. Und das war kurz vor meinem Geburtstag, Jubiläum aber 99, so jung sind ich aber nicht. Das heißt schon 20 Jahre her, wo Gemeng Remenker Pionier geist hat, und mit anderen Akteuren aus der Region an das Sicona Centre zusammengegangen ist, für den Naturschutz eine Welle zu gehen, für Natur zu versorgen, für auch neue Räume zu schaffen, für neue Möglichkeiten der Natur und auch der Mensch zu gehen. Und nicht mehr spät wie für 2 Monate hat man eine Pressekonferenz hier. Christian Wummer sich
kleinen flotte Projekt angeweiht haben, vom Fichtengebiet zum Feuchtgebiet, an was wirklich etwas ganz Flottes ist, wo die Gemeinde auf Vierlichtung gegangen ist, mit Proprietären zusammen eine flotte Lösung fand, für ihren Lebensraum zu schaffen. Und ich meine, etwas, was ich einfach auch verlassen gehen, ich sehe mit DAX NRW hier an der Gemeinde Merzig, und dafür das das Wohlbefinden, das springt immer auch auf die Besucher übrig. Ich komme extrem gern an der Schafferrot auf Merzig bei Versammlungen hier auf Merzig, weil einfach merkt, es geht um die Sache, es geht darum, weiterzukommen, es geht darum, Projekte, egal wie kompliziert oder nicht kompliziert sie sind, weiterzubringen. Und dafür wird weiter so, so könnt ihr gerne bei euch zurück. Voilà. Schön. Vielmals merci für das ganz opmunternd Vierder vom Präsident vom Liederartefakt, Gerard Ansia. Ja, wir bleiben nach einem Blick beim Lieder. Lieder Asio, eine Initiative von der Europäischen Union, steht für Liaison entre Action de Développement de l'économie rurale. Der responsable Gestionär vom Liederartefaktbüro ist dann unser letzter Witte hier Podium. Einen ganz schönen guten Abend und den von Schack. Ja, neben dem Liederprojekt Merzig for All am Bereich von der Gemeinwohlökonomie als die nächste schon an der Pipeline, und zwar GWÖ Goes Europe. Ist das richtig? Genau, also ja europäische NRW. Ich wollte aber erstens mal guten Abend und alle gut, die Nolausten noch die Präsenzen. Ich wollte aber noch wieder so, noch wie der Mike hat für Druschow kurz erwähnt, dass ich dabei gezüse ging als Leader. Ich hatte den ersten Kontakt beim Ökolopolis, wie eine Konferenz. Ich meine, das muss Ende 2012 gewesen sein, wie der Christian Felber auf Besuch war. Das hat mir so gedacht, dass ich direkt sein Buch gekauft und dann auf die Lunge gezogen habe. Wie ich das durchgelesen habe, habe ich gesagt, dass du als wirklich das, was die Lieder auch ausmischt, was man an unserer Region es gibt gut stehen, weil man auch 10 Jahren am Reden erkannt und noch von März dabei als nachhaltiger Wesen, Lieder aus sich am Anfang mit seinen Werten, genau das, was Gemeinwohl aussieht. Basisdemokratie, Approche von innen, also die Leidarbeitszeiten, Beteiligung, fördern, Lebensqualität an unseren Dörfern, hochhalten und noch gucken, wo stimmen wir, wo wollen wir hin. Ich meine, das ist genau das, was Gemeinwohl ausstrahlt. Und insgeheim habe ich natürlich gehofft, dass irgendwann auch Eisregion bereit wäre, für aktive Schritte zu machen. Das hat ein bisschen gedauert, seit 2012. Nichtsdestotrotz, wir haben 2014 als neue Leaderstrategie abgebaut und da waren eine ganze Partie regionale Ideen, die dabei kommen sind, die wir auch an der Region umgesetzt haben, ob das eine ökologisch nachhaltige Plattform ist für uns Betriebe noch vorzubringen, auch mit sozialen Kriterien dran, also Gringo, also sich die Plattform, die direkt Präders, wo wir als Region können noch ausweisen, dass auch Gemeinwohl bei uns hochgehalten, da wo die Gemeinde Merzig natürlich gern sich da direkt kann, auch Beschaffungsmaßnahmen kann undocken. Wir sind aber auch an der Mobilität nachhaltig in der WMU eine ganz Partie hervorgemacht für den Velostourismus zu fördern. Wir haben auch ganz gut Mobilität am Transportbereich, am öffentlichen Transport, wo man auch als Redner erkannt und schon in langer Zeit sehe, für die Netze mit Performance zu machen. Also ich meine, da sind eine ganz paar Initiativen, wo ich so in der Region als schon Gemeinwohl tätig. Und ich war froh, wie den Mike Quarry auf mich zukam, 2018. Dass sie mit der Idee schwanger gehen, und das hat mich wirklich gefreut, dass es noch all die Jahren da wirklich eine Gemenge Fanger rausgestreckt hat. Und ich meine, wir können heute so, dass man wirklich dann hoffentlich sind, noch als Region, dass eine Gemenge durch die Pionier geht, die am Lieder hochgehalten wird, zu weisen. Du hast Europa angeschwärzt, es sind da direkt auch mit Lieder auf den Zug gesprungen, weil wir schaffen ja nicht nur an unserer Region, an der Grenze von der Region, wir schaffen noch mit anderen Liedergruppen zusammen, nicht nur an Lützeburg, mehr auch über die Grenze raus. Und da bitte ich natürlich auch, weil die Initiative ja nicht nur bei uns angeht, mir auch an Österreich und an Deutschland schon auf viele Regionen Beispiele sind, die aktiv an den Prozess angestiegen sind. Und was steht nicht mehr noch, für sich auch über die Grenze raus auszutauschen, auch von einem anderen zu lehren, Pilotaktionen zu gucken, wo das gut funktioniert. Was ich kann sagen, dass es
auch an den Zeiten, wo man Hautdrosen, da der viel mehr resilient muss gehen. Also man muss einfach gucken, ob als Innerwärter zu besinnen, noch Banne gucken, und noch gucken, wo stehen wir als Gemeinschaft, dann wer will man hinschauen, wo will man in Zukunft kommen. Und ich meine, du als Gemeinwohl gerade zum richtigen Zeitpunkt wirklich an Ugriff geholt gegen gerade heute zum März. Und ich hoffe, dass in dieser Region dann dementsprechend auf Frieden dreht. Und wie gesagt, europäisch werden wir doch an der nächsten Zukunft ob Eisinitiativ muss ich so, dass wir auch einer 5 Regionen zusammen in den Durchbruch tun. Nicht physisch, im Moment hat man gerne gemacht, wir hatten 2 Wochen auch ein Online-Meeting mit 5 anderen Regionen, und da war auch der Christian Fellmer hat sich dabei geschaltet, also das wäre wirklich eine flotte Atmosphäre und eine konstruktive Atmosphäre für in Zukunft auch da auf so eine gemeinsame Weg zu gehen. Dafür eine Felicitation und Gemeinde Merz, auch vom Lieder aus. Und ich bin für alle Schandtat an der Richtung noch da bereit, für da mitzuhelfen, dass den Zug auf die richtige Schiene kommt und hoffentlich dann auch irgendwann eine andere Gemeinde bei uns in der Region noch auf den Weg geht. Voilà, merci Nanka und nach Courage und Flottprojekte an der Gemeinde. Vielmal merci und den von Jack, ja, voilà, mit diesen flotten Messagen dann noch von Sänger seid. Ja, so löst also Mengen ja wohl in der Zeit noch dem Live-Graphic Recording da zu frohen und zu gucken, was ich da so getan habe. Da ging ich aber dumm und denke, der Bürgermeister, der Mike Poiré, auf Bühnenbierden, ne, für uns die Kreation zusammen anzugucken. Und da muss ich noch Poiré so. Und das hat man dann von David zwar ganz flott gesagt, Mike Poiré. Ja, das klingt irgendwie heute etwas, ne? Muss ich einfach so. Komm, wir gucken das mal zusammen nun. Wir begrüßen mal Kathi Mensch Kredolo nach dem Mikro, wie das mal können mal Team kurz als eine Hellen. Also ich ging so der Bürgermeister nicht, wir sind mal ganz schon begeistert, was man da gesehen auf dem Tableau. Wirklich ein ganz flott. Ich muss auch sagen, dass ich eine Chance hatte, eine Moderation zu haben, wo Kathi vorgesucht hat, dabei war. Ich meine, der will applaudieren und das ist ich meine, das kann ich nicht steuern. Ich meine, wir könnten aber mal trotzdem machen schon. Ne? Wir applaudieren. Kathi, du kriegst auch ein Mikro für uns. Ja, das möchte ich nicht anfangen. Du hast ja geschafft, ja? Das ist gar nicht schlimm. Ja, und zusammen mit dem Bürgermeister, mit Mike Poiré, wird man natürlich gucken, was hast du also da präsentiert? Was war für dich, wo du gesagt hast, da setzen wir schon, das für mich ganz klar, so muss es aussehen. Schön, auf alle Fall ist die Leinwand ganz voll gehen, Mike Poiré, ne? Wirklich, das bringt die Leinwand ja auch immer mit, also sein, den Ekran, das wirklich gesagt, ganz gut. Hast du alles dran, was Mike Poiré sich vorgestellt hat oder wollt gesehen? Mein Herz schlägt mich sehr, die ganzen Abend schon. Da, wenn den River guckt, das alles. Wir brauchen am Anfang keine neue Fassade für unser Gemengeprojekt, das geht. Opgehangen fir jitveren zougelänglech soll dat sinn. Eg Gemeng fir jiin, dats jo dat wat man wëllen an dem Pro. Chapeau Kathi an grossen Riesen Merci. Ja, ganz groß. Merci. Vielleicht ein kurz, Kathi, wie können den Live Graphic Recording, ich habe das recherchiert, das gibt schon ein Zeitchen, es nur erst kommen. Aber wie bist du gesagt, also ich gesagt, dass du genau der richtige Platz bist, aber wie kannst du für dich aus der Funke gesprungen, das will ich machen? Ich hatte 2013 oder so eine Information konnte machen am Centre Écologique Holmes. Und ja, bis dahin habe ich immer gerne gemalt, da gerne nur gelauscht hat. Ich kann ich das zusammen machen. An der Message können natürlich viel besser so vielleicht rüber, wie wenn nicht mehr nur lauscht, aber mit einer Zeichenform, das genau die Mission. Ich ging so Mission accomplie. Kann ich nicht ernst das so? Mission accomplie. Vielmals merci. Voilà, und zum Schluss wir sind natürlich dann noch für den Bürgermeister, den Mike Poiré, reserviert. Ja, live alle gut, live Leute draußen, live Partizipants, live Inviten. Wir sind viel geluft in den Abend. Das geht ein bisschen rot, lebt ein bisschen nun am Gesicht. Wir sollten trotzdem laut Brems ziehen an selbstkritisch bleiben, weil das ist ein Wirtschaftsmodell, das wir wohl leben. Der geht recht tun, das geht den Abend pur mal gesagt. Wir dürfen auch nicht das aus dem Fokus verlieren, weil es geht immer um die Sache, wenn wir politisch uns engagieren. Wir müssen uns immer auf das besinnen, was ein Wirtschaftsmodell von der Gemeinwohlökonomie hier geht. Wir leben den an etwas ganz Wichtiges,
wat Java wohl das Aufschluss matdeelen, da das Freiheit vom Mensch, die individuelle Freiheit vom Mensch, dat hat doch der Moie nach den Auditeur der Bernhard Oberrauch an einer Videokonferenz bestätigt. Wir machen das alles, ohne dass sie irgendwo eine Bevormundschaft soll machen. Die Leute bleiben frei. Gemeng für die Entreprisen gibt just mal ein gutes Beispiel für am Endeffekt den Planet zu retten. Darum geht es. Die nächsten Generationen, die noch kommen, die brauchen eine proper, gesunde Welt. Und wir merken zumal so an so Krisenzeiten, das eine Krise sanitär oder Pandemie, da darf ich nicht aus dem Ahn vergessen, dass die Werte immer an all Aktion, Engagement prioritär sollen betrücht gehen. Darum geht es. Das heißt Freiheit, wir sensibilisieren. Gib mal ein gutes Beispiel für, und die Leute machen damit, was sie wollen. Wir wollen aber natürlich es so weit bringen und auch dann die Überzeugungsarbeit machen, für das Messagen auch kommen. Voilà, an de Message hun et Press gift man dann och nach ganz gern Fi gin fir das och lo den Opruf könnt war frohe sinn kommen natile Stimme zur Disposition. Wir stehen zur Verfügung für die Presse, alle Gotten, die angeloggt sind, respektive auch no. Wir werden eine Pressekommunique herausschicken. Op der Internetseite merzig.lu haben wir auch eine ganze Rubrik angerichtet, wo ganz übersichtlich Artikel sind über die verschiedenen Projekte, die schon gemacht sind, über den ganzen Prozess. Wir werden den Rapport, den ist noch nicht fertig ein paar Bayer, da wird noch ein ganzes Layout gemacht, zusammen mit Gregor, zusammen mit auch professioneller Hilfe, Feedbacks. Vom Auditeur werden noch mal raflesen, für so ein komplett wie möglich Dokument zu haben, das an deutscher Sprache redigiert gehen. Wir werden natürlich aber auch eine französische Übersetzung davon machen, auf ihr aufzuschließen. Also könnt ihr, das steht nicht im Programm, aber wir haben für rund 2 Wochen ein Video gedreht. Mit all den Leuten, die am Projekt mitgeschafft haben. Wir hatten einen Abruf gemacht, Chefen, Gemeinderat, Kommissionsmembern, als Partner am Projekt Südfrieder gefreut gehen. Und Hanno hat man eine flotte Gruppe zusammen. Wir hatten noch den Abend nach mehr Redner, die könnten haben, mit Silo einzeln wichtig Personen da am Video rumzufahren. Es sind 10 Minuten, und das wir auch dann den Abend d'Avant-Première, das ist eine Avant-Première oder eine Première, Avant-Première, die wir feiern, das heißt auch am Stream können Nolauster und Nogucker das vielleicht verfolgen. An dem Video wird natürlich auch noch online gesagt, und das ist dann ein Sort Zeitdokument, das wir behalten werden. Ja, den Dokumentär vom Projekt. Vielmal merci dem Bürgermeister Macquarie. Er ist effektiv als nächsten am letzten Programmpunkt für Haut. Für drin wird man natürlich aber alle guten bonne Chance wünschen am Kader vom Projekt #Merzig for all. Und merci und den Inviten hier am Centre Culturel Turelberg, an denen, die mir beigeschaltet hatten. Merci für Ihren Interesse. Hoffentlich bis geschwind. Man kann ja dann noch mit großen Kreis ganz gern. Bleibt alle gute gesund. Eddie, bis geschwind. C'est der Präsentateur, der Christian Schmid. Hallo, viel Spaß beim Dokumentär. Merzig als ein jung und dynamisch Gemeng, der politisch wie administrativ, personaltechnisch komplett neu abgestaltet ist. Als Dorf hat an den letzten Jahrzehnten eine impressionante demografische Entwicklung durchgemacht. Das setzt uns für große Herausforderungen. Wir renovieren, planen Gemengeninfrastrukturen, generationsübergreifend, konsequent, inklusiv, ganz am Sinn von einer Gemeng für jederin. Wir bringen Gemeng Merzig energietechnisch auf den letzten Stand von der Entwicklung. Wir modernisieren die informatisch und kommunikationstechnische Struktur von der Gemeng, für regelmäßig, ausfeierlich und objektiv über die Aktivitäten und Projekte zu informieren. Wir setzen alles dran, für die öffentlichen Gelder besser zu nutzen, für mit Männer mehr zu machen. Ganz am Sinn von einer nachhaltigen Entwicklung, für die Gemeng fit zu machen für die Zukunft, auch für die kommenden Generationen Perspektiven zu schaffen. Alles das geschieht in einem roten Faden. Bei allem, was wir machen, steht Werte am Mittelpunkt, wie Menschenwert, Gleichbehandlung, Solidarität, Sozialgerechtigkeit und Kohäsion, ökologische Nachhaltigkeit, demokratische Marktbestimmung. Das Wirtschaftsmodell von der Gemeinwohlökonomie
hëlle der Sterbeschen an der Vorrat zu analyseieren, ze hannerfroen an ze kanaliseieren iwwer d' Instrument vun der Wertematrix. Wann Gemengen per Definition dem Gemeinwohl verpflicht sind, also bleibt es aber kein Selbstverständlichkeit. Et geht als drum all politische Schritt in dat Luft zu holen nur diesem Wertemodell. Man pro a contra, für dann zum bestmöglichen Resultat oder Kompromiss zu kommen zum Wohl von der Allgemeinheit. Kurzfristig, für allem aber auch mittel- und langfristig, am Sinn von der nachhaltigen Entwicklung von unserer Gemeinde, unserem Land, Europa und darüber hinaus. Alles das machen wir nicht allein. Gemeng Merzig als vernetzt an der Region, sich Kooperationen, bündelt Kräften, erschafft so Synergien. Ein wichtiger Partner als die Liederregion hat das Werk, wo Merzig neben den 10 Gemengen vom Syndikat Redener Kanton die 11. Membergemeng ist. Merci for all as e Liederprojekt. No bald 2 Joer Prozess si mir elo die echt offiziell Gemeinwohlökonomie Gemeng zu Lützebusch. Als Liederprojekt krit als schaffen an dese Wirtschaftsmodell so direkt méi Visibilitéit an der Region. Bei der Gemeinwohlökonomie as wie bei vielen anderen Prozesse de W als Ziel. De Grundrechter wie Basisdemokratie aus Solidarität können nëmmen durch ugewandten Trainingzwnger wie menschlicher Gesellschaft feieren. Dufir kann in der Gemeng Merz nëmme felicitéiere fir des Vierräuderroll, die sie net nëmme fir Lützeburg mé och fir d'Wuel fir d'Bierger vun der Gemeng anhält. Wéi bei Lieder ass de Prozess vun ënnen eng ganz wichtig Roll hebei. Durch d'Erfahren an de lachte Joren am Bereich vum Klimaschutz an der Energieversorgung ho mir rezent den europäischen Gold-Klimapakt Audit gepackt. Die Vorschläge der Grünen Kommission werden konsequent umgesetzt. Zu wichtigen Projekten holt die Gemeinde aktiv die Meinung der Kommission ein und berücksichtigt diese bei der Planung und Umsetzung der Projekte. Das Programm Nachhaltigkeit macht Schule, also wichtigstes Element am aktiven Klimaschutz. Seit 5 Jahren feiern wir die Sensibilisierungskampagne an der Lützeburger Grundschule mit viel Erfolg durch. Auch zu Merzig waren wir schon paar Mal an der Schule. Mit ca. 1000 Kanner landesweit pro Jahr hat diese Kampagne einen großen Impact auf die Gesellschaft. Weil die Kanner sind die besten Ambassadeuren und Multiplikateuren. Sie sind die Erwurzeln vom Moor. Darüber heraus aus Gemeng Merzig, Reso von der Klimabündnis Gemengen beigetreten. Wir sind Member bei der Umweltberodung Lützeburg, sensibilisieren als Anti-Gaspi-Gemeng gegen unnötige Lebensmittelverschwendung, über das Programm Natur genießen vom Naturschutzsyndikat, Sikona esse mir am Schulrestaurant, regional Bio-Affaire. Die Interkommunalsyndikater Sikona, Sidek, Sieden, DEA, Asigi helfen der Gemeng Naturschutzprojekte umzusetzen, eng nachhaltig Auffall- an Aufwassergestion zu garantieren, eng hochwertige Wasserqualität an die performante Reso anzubieten, wie europäisch qualifizierten informatischen Know-how zu zählen an einem digital vernetzten Umfeld. Als offiziell Fairtrade-Gemeng engagiert sich Merzig für den fairen Handel mit den Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Hast du dich wel gefragt, wieso die Schere zwischen arm und reich immer mehr groß geht? Wieso die Leute auf andere Plätze ausgebeut gehen, für das mehr Produkte billig können erkaufen? Wieso so viele Leute in der Stress und Konkurrenzdruck leiden und der Burnout immer mehr zu einem häufigen Phänomen wird? Muss es immer mehr sein? Politische Debatte rund um den PIB du Bien-être weist auch, dass das Allgemeinwohl von einer Gesellschaft nicht allein am materiellen Reichtum leidet. Die sozial- und nachhaltigen Kriterien gehen meistens vernachlässigt. Dafür setzen wir uns an, dass das Moosinstrument sich weiterentwickelt, mit dem Ziel, dass es konkret umgesetzt wird. Für konkurrenzfähig zu bleiben, heißt es am aktuellen Wirtschaftssystem billig zu produzieren. An der heutigen Logik ist es für Betriebe von 4 Teilen, soziale und nachhaltige Kriterien so weit aufzudrücken, dass hier Produkte oder hier Services am billigsten sind. Betriebe, die so handeln, dominieren, weil billig verkauft sich ja besser. Unsere Umwelt wird immer mehr stark belastet. Das gefährdet unsere Gesundheit und unsere Zukunft. Immer mehr Menschen leiden in der Isolation und Stress. Das kann allerdings dank der Gemeinwohlökonomie verändert gehen. Ethisch zu handeln soll sich lohnen, Rücksichtslosigkeit soll benötigt gehen. Betriebe, die zum Wohl von unserer Gesellschaft beitragen, sollen belohnt gehen und als erfolgreich gelten. Und dadurch, dass immer mehr Privat-
an öffentlich Akteuren sich auf Basis von der Gemeinwohlökonomie zertifizieren lassen, schaffen wir konkret Aussichten für die Betriebe, die sozial und nachhaltige Kriterien hochhalten. Gemeinwohl ist also das, was alle Menschen so gut können. Das ist eine Chance für eine mehr gerechte Welt. Youth and Work bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen in individuelle Coaching an eine Beratung auf der Sicht nach einer Ausbildung an Arbeitsplatz. Youth and Work ist ein starker Partner von der Gemeinde und hat die Workshops wertvollen Inputs gegeben. Wir von Youth and Work unterstützen die Idee von einer Gemeinwohlökonomie, weil sie stark Impulse für eine gemeinsam, demokratisch und transparent Wirtschaft liefert. Und dabei kann die Gemeinde sich langfristig immer weiter und besser entwickeln. Und der Mensch mit seinen Notwendigkeiten steht auch hier im Mittelpunkt. Die Gemeinde Merzig organisiert regelmäßig einen Repair-Café. Beim Repair-Café treffen sich ehrenamtlich Reparateuren mit Leuten aus der Gemeinde, die etwas zu flicken haben. Kleine elektrische Apparate, Kleider, kleine Möbeln. Bei einer guten Tasse Kaffee entstehen neue soziale Kontakte und Freundschaften. Dabei gehen nicht nur Suche gespurt, sondern auch Ressourcen, was ganz am Sinn von der Kreislaufwirtschaft ist. Gemeinde Merzig ist hofrisch op seg Bicher an Giftbox. Gemeinwohlökonomie hat zwei Pilieren, einen sozialen und einen nachhaltigen. Bicher und Giftbox sind konkret Beispiele für Gemeinwohlprojekte. Hier kann in all Objekte oder Buch deposieren, den ihr nicht mehr braucht und noch an einen guten Zustand ist. Damit verlängern den die Lebensdauer von den Objekten, an dem sie gleichzeitig den Leuten hilft, die keine so breit Schelleren haben. Ich bin 6 Jahre schon an der Gemeinwohlökonomie-Gruppe Lützeburg aktiv. Ich arbeite noch an dem ersten Betrieb zu Lützeburg, den sich zertifiziert gelassen hat. Aber war natürlich extrem erfreut, wie die Gemeinde Merzig gesagt hat, sie geben auch die Schradler gut, für sich als Gemeinde zertifizieren zu lassen. Ich fand es gut, dass auch Gemeinden auf den Weg gehen, wie wir eine ökologisch, nachhaltig, demokratische Wirtschaftsform auf regionalen Plan zu promovieren. Als echt Gemeinwohlökonomie, Bilanzierung, die Organisation von den Workshops, der Kontakt mit der internationalen Organisation verdanke mir dem Gemeinwohlökonomieberater Gregor Waltersdorfer, den uns am ganzen Prozess begleitet hat. In dem Prozess schafften 22 engagierte Bürger, Kooperationspartner, Interessierte und Gemeindebedienstete mit. So entstand der Gemeinwohlbericht, der alle erwähnten Maßnahmen vom Bau neuer Infrastrukturen über Kooperationen und der Sensibilisierung und noch viele mehr strukturiert. Die Gemeinde Merzig weiß damit, wie sie noch besser zum Gemeinwohl beitragen kann. Zum Abschluss überprüfte ein Auditor den Bericht und bewertete die Gemeinwohlmaßnahmen. Das macht Merzig zur ersten Gemeinwohlökonomie-Gemeinde Luxemburgs.